In was für einer verrückten Zeit leben wir jetzt? Ich weiss nicht, ob du dir schon mal überlegt hast, ich habe mir in der letzten Zeit das oft überlegt, was haben wir eigentlich für Probleme 2019? Vielleicht stehst du jetzt in einem Problem rein oder hast vorne ein riesen Problem gehabt und sagst, ich mag mich sehr wohl daran erinnern. Aber mir ist es gegangen, als ich so letzte Zeit überlegt habe, was haben wir 2019 für Probleme gehabt? Die Pandemie, der Krieg, die gesellschaftlichen Umbrüche und jetzt die Ungewissheit, haben wir genug Energie im Winter, das löst so Spannungen aus, das löst eine Ungewissheit aus. Und wie viel Mal hören wir von Leuten in unserer Kirche oder im Umfeld, die auf einem Platz in einer psychiatrischen Klinik warten und müssen warten und warten. Wir leben in einer so ungewissen Zeit, wahrscheinlich in einer Zeit, die schon lange nicht mehr so ungewiss war. Wahrscheinlich das letzte Mal nach dem Zweiten Weltkrieg so ungewiss war. So viele Leute haben Angst, wenn sie in die Zukunft schauen. Und das macht nicht Halt vor unserer Kirche. Das macht nicht Halt vor unserem Glaubensleben. Wer hat sich letztes Mal gesorgt, den Öltank angeschaut, geschaut, wie viel Strom brauchen wir, geschaut, kommen jetzt die Masken wieder oder nicht? Oder, wir haben immer geredet, Postpandemie, Pandemie ist durch. Und jetzt die Woche war wieder die ganze Zeit mit den Medien voll gewesen. Das löst Unsicherheiten aus. Und da können wir uns doch fragen, wie können wir in Zeiten wie diesen, wie können wir da die Hoffnung behalten? Oder eigentlich müssen wir doch noch mehr sagen. Es reicht doch nicht einfach, wenn wir die Hoffnung behalten. Eigentlich müssten doch wir die sein, die in diesen ungewissen Zeiten die Hoffnung versprühen. Hoffnungsträger sind. Hey, und in diesem Moment hilft mir die Bibel immer wieder. Die Bibel hilft mir, um so die Hoffnung zu behalten, um die Hoffnung zu versprühen. Jetzt, leider ist die Bibel nicht eine Betriebsanleitung. Ich weiss nicht, wie du sie liest, ob sie nur noch Printversion liest oder wie ich, fast vor allem in der mobilen App. Ich wünschte mir manchmal, dass wir so das Bibel-App aufmachen können, in der Suchfunktion in Krieg, Pandemie, Energiemangel eingeben, Enter drücken, suchen, oder? Das Lübli. Und nachher kommen so ein paar Bibelverse, die kannst du als Mantra ablesen und alles ist okay, oder? Oder du findest da, der König Josia hat auch einen Energieengpass gehabt. Und dann hat er das und das gemacht. Er hat ihnen ein Dynamo mit Tesla erfunden oder so. Ich weiss gut was, aber das gibt es leider nicht. Aber was ich merke, ist, dass die Bibel eine Geschichte von Gott mit den Menschen und der Welt ist. Und dass sie eine riesige Zeitspanne beschreibt. Und wir dort Gottes Zeug sehen. Dass wir Gottes Souveränität sehen. Und darum, wenn wir in eine neue Bibelserie tauchen, in die Daniel-Serie. Daniel, den Glauben, Leben in Zeiten wie diesen. Daniel, ein mega spannendes Buch. Ich weiss nicht, wenn du das letzte Mal gestöbert hast, das letzte Mal durchgelesen hast. Ein Buch, das die Geschichte von Gott mit dem Teil Juda beschreibt. Mit dem Teil von Juda in der Deportation. Es hat ganz viele Visionen und Prophetien drin. Eine bildhafte, apokalyptische Sprache, die manchmal sehr schwer zu verstehen ist. Und gerade da, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Jetzt, das Buch Daniel wird viel gebraucht, um auch einen endzeitlichen Fahrplan abzuleiten. Also was wird alles kommen? Und das wollen wir mit dieser Serie nicht. Das ist ganz wichtig, dass wir am Anfang das sagen. Sondern wir wollen schauen, wie kann das Buch Daniel ins 21. Jahrhundert, ins Jahr 2022, in die ungewisse Zeit hineinreden. Wir werden 4 Sündig haben, wo wir mit dem uns auseinandersetzen wollen. Aber zuerst, wenn wir anschauen, Zeiten wie jene, nicht nur Zeiten wie diese, wie heute, sondern wie ist es um Daniel gegangen, wie hat es in dieser Zeit ausgesehen. Das Buch Daniel, wie gesagt, behandelt die Geschichte von Daniel und seinen 3 Freunden, also sind vor allem so 4 Hauptcharaktere. Sie haben in der Zeit Juda gelebt, also in der Zeit, wo sich das Königreich Israel gespalten hat, wo es 2 Reiche gegeben hat. Und der erste Teil vom Reich, Israel ist schon deportiert von den Assyrern und jetzt lesen wir, wie eben im Daniel wie die Babylonier gekommen sind und Juda deportiert haben, auf Babylon geführt hat. Sie haben fast alle mitgenommen,
Nur die unterste Schicht haben sie dort gelassen, oder? Die müssen schauen, dass das Land nicht verbuschen und haben ein bisschen Landwirtschaft müssen machen. Aber alle anderen und alle wertvolle Gegenstände haben sie mitgenommen. Babylon war eine Übermacht, hat sich rasant ausbreitet in der ganzen damaligen bekannten Welt. Etwas Wahnsinniges. Und wir können uns, glaube ich, das fast nicht vorstellen. Aber Daniel und seine Freunde sind aus ihrem Umfeld rausgerissen worden. Aus ihrer Heimat, aus ihrer Familie. Und ihnen sind sogar neue Namen gegeben worden. Von Daniel, wo heißt Gott ist mein Richter oder Gott der Mächtige, zu Belshazzar. Bel beschütze den König. Bel war eine Gottheit im babylonischen Reich. Ist dir schon mal aufgefallen, Name ist Identität. So wie man dir sagt, ist es mega wichtig. Mir ist auch aufgefallen, wieso es der Dani Weber nicht gerne hat, wenn wir ihm Weber sagen. Der Timon und ich sagen manchmal Weber. Und er sagt immer, ich habe lieber Daniel. Ja, Gott ist sein Richter, Gott ist mächtig. Name ist Identität. Es macht etwas mit uns, wie wir genannt werden. Stell dir vor, dir wird einfach ein neuer Name gegeben. Nicht einfach so ein Hippe, wie es heute modern ist, noch ein Spitznamen zu haben, oder? Tönt ein bisschen kühler. Nein, ein Name, bei dem der König und dem sein Gott jedes Mal verehrt wird, wenn dein Name ausgesprochen wird. Jedes Mal, wenn dir jemand ruft, wirst du daran erinnert, dass du nicht in deiner Heimat bist. Wirst du erinnert an einen fremden Gott. Das macht etwas mit dir. Nichts mit freiwilliger Integration. Nichts mit, jetzt bin ich halt in einem fremden Land und kann meine Identität noch behalten. Nichts von, jetzt machen wir halt einen Raclette-Stand auf, die kulturelle Bereicherung haben die sicher alle gern. Nein, du wirst eingezogen. Du wirst beim König in Dienst gestellt. Dir wird eine neue Sprache aufgedruckt. Es scheint so, wie deine Identität überschrieben wird. Mir scheint fast so, wie Daniel und seine Freunde sich so auf einen Seiltanz einlassen müssen. Weil wir lesen nämlich, wie so auf einer Slackline, dass sie sich irgendwie hingegeben haben, dass sie sich auf das eingelassen haben und trotzdem manchmal einen Gegenpunkt gesetzt haben. Hier, wenn wir das lesen, als ich das so kurz durchgelesen habe, habe ich mich gefragt, Hoffnung wo? Hoffnung wo? Wo finde ich Hoffnung in diesem Buch hinein? Und ich glaube, es ist eben da mega wichtig, dass wir das ganze Buch Daniel anschauen. Dass wir nicht einfach nur so die Kapitel anschauen. Ich weiss nicht, wie du die Bibel liest. Ich lese so kapitelweise. Und manchmal gibt es Morgen, da lese ich ein Kapitel und denke, wo Hoffnung? Hoffnung wo? Aber im Buch Daniel ist es mega wichtig, dass wir so eine Adlerperspektive einnehmen. Dass wir das sehen. Ganz kurz zum Buch Daniel. Das ist nämlich spannend, es ist in 3 Teile aufgeteilt. Der erste Teil ist Erzählstil. So ein bisschen Geschichte, eben Deportation, bis sie in Babylonien sind. Der Teil ist in Hebräisch geschrieben, in Daniel seiner Muttersprache. Und dann kommt ein grosser Mittelteil, der ist in Aramäisch geschrieben. So ein die Koberne-Sprache, oder? Und der letzte Teil ist apokalyptische Schrift, sind so Visionen, die er hat, die sind wieder in Hebräisch geschrieben. Aber das mega Spannende ist der Mittelteil. Wenn man nämlich die Struktur anschaut, merkt man, es hat so eine Doppelstruktur. Es behandelt 3 Topics zweimal. Also die sich jetzt das vorstellen können, Kapitel 2 und 7 ist eigentlich fast das Gleiche. Kapitel 3 und 6 ist eigentlich das Gleiche. Und Kapitel 4 und 5 ist das Gleiche. Es ist wie so, man kann es so zusammenklappen. Die erste Topic zeigt, wie Gott Träume schenkt. Gott schenkt Träume, die nur mit seiner Hilfe gedeutet werden können. Und es sind Träume, die Bedeutung haben. Träume, die wegweisend sind. Das Zweite ist, es zeigt auf, dass Gott denen nachsteht und denen Hilfe leistet, die ihm vertrauen. Und das Dritte ist, es zeigt auf, dass ein Leben, das der Gott nicht anbetet, keinen Bestand hat. Hey, wenn wir den Überblick so anschauen, hat mir das extrem Mut gegeben, um zu sehen, Gott ist in Kontrolle. Gott weiß, was kommt. Und er gibt den Leuten manchmal so einen Insight und hilft ihnen. Es zeigt, hey, Gott setzt Menschen ein und setzt Gott Menschen ab. Das hören wir dann nächste Woche mehr darüber. Und
Es zeigt, dass Menschen nur bestehen können, wenn sie den Gott anbeten. Mich begeistert das. Wie schade ist, wenn wir so einen Überblick verpassen würden. Darum will ich dich motivieren, manchmal vielleicht einmal das Bibellexikon nehmen oder selber aufschreiben. Hey, sehe ich da eine Struktur dahinter? Mir gibt es eine Gelassenheit, dass unser Gott in Kontrolle ist. Wenn ich eben nicht nur Vers für Vers rauslese. Gott redet, by the way, auch durch einzelne Vers zu mir. Unbedingt. Mich begeistern zurzeit die roten Fäden, die sich über die ganze Bibel hineinspannen. Und ich will euch motivieren, wieder mal die Bibel im Ganzen durchzulesen. In einem Jahr oder so. Hey, wir kommen zu einem Balanceakt. Anpassen oder abschotten. Wir lesen nämlich von Daniel und seinen Freunden, dass sie so in einem Balanceakt gestanden sind. Da kann man ein bisschen hinter sich und vorne laufen, aber sie sind da rein gestanden. Hey? Zwischen anpassen und abschotten. Sie passen sich nämlich an. Hey? Sie stellen sich nicht quer, sie hätten sich querstellen, aber sie haben sich in das hineingelassen. Sie geben dem König die Ehre, die ihm gebührt. Nicht lange ist die Queen beerdigt worden und ich habe die Beerdigung geschaut und eigentlich hat es mich begeistert, wie Vater Graz Evangelium predigt worden ist an der Beerdigung. Aber ich bin an 2 Sachen hängen geblieben. Das eine ist nicht so wichtig, das ganze Kriegsgetue mit Kanonen und Gewehr und Säbel. Aber das Zweite ist, wo am Prinz Charles noch die Macht übergeben worden ist, haben sie gesagt, unserem Herr und König. Und mich hat das gestört. Nein, ich will nicht, dass irgendein Mensch, ich würde ihm nie Herr sagen, mein Herr. Jetzt, ich weiss, mit England ist das ein bisschen anders. Ich habe das in der Familie, ich verstehe es immer noch nicht ganz, aber wird einmal da wieder belehrt. Aber wir sehen genau das Gleiche beim Daniel. Nämlich, dass der Daniel den König immer wieder so anspricht. Oder es sind ja 3 Könige, es ist nicht nur einer. Er überdauert die Könige. Und wir lesen im Daniel 4, Vers 16, da wird er zum König zitiert, weil der König eben einen Traum hatte, wo ihn tief durcheinander gebracht hat. Und der Daniel kann mit Hilfe von Gott den Traum deuten. Und der König erzählt ihm den Traum und der Daniel, seine Antwort ist die: Mein Herr und König, ich wünschte, die Botschaft würde deinen Feinden gelten, allen, die dich hassen. Er kommt vor den König und er gibt ihm eigentlich einen Stellenwert, den man nicht darf. Er steht auf dieser Slackline, in diesem Balanceakt und er will eigentlich den Gott verehren, aber er gibt dem König den nötigen Respekt. Wir sehen, er muss ihn irgendwie gern haben, dass er sagt, hey, ich wünschte, die Botschaft ist nicht für ihn. Er hätte einfach können sagen, mein Herr und König, dich putzt. Ja, so passiert es halt, wenn man meinem Gott nicht dient. Er hat es wahrscheinlich nicht so gesagt, sonst hätte es ihn wahrscheinlich auch geputzt. Aber wir sehen da irgendwie, dass er Mitgefühl hat. Und das ist by the way nicht einfach eine Anrede, so eine formelle Anrede. Wir sehen das immer wieder, dass er das in den Konversationen eingebaut hat. Und Gott belohnt das mit Weisheit und dem Gelingen. Der Daniel und seine Freunde haben sich auf das eingelassen, auf den Balanceakt, haben sich eingelassen. Sie haben ihr das Beste gegeben. Sie haben ihr das Beste gegeben an dem Ort, wo sie waren. Wir lesen nämlich im Kapitel 1, Vers 20, immer wenn der König vor schwierigen Entscheidungen stand und auf ein sicheres Urteil angewiesen war, fragte er diese 4 Männer um Rat. Dabei zeigte sich, dass sie allen Wahrsagen und Geisterbeschwörern seines Landes weit überlegen waren. Sind sich mit allem, mit ihrer Weisheit, haben sie sich eingesetzt. Sind sich aufs Niveau von Wahrsager und Geisterbeschwörer hineingelassen. Und ich habe mich gefragt, wo stehen wir heute? Was kann das heute sagen, in Zeiten wie diesen? Wo stehen wir heute? Kann es sein, dass wir uns manchmal als Christen abgeschottet haben? Dass wir so eine Parallelwelt aufbauen haben? Ich komme am Sonntag hier an, ich habe am Mittwoch meine Kleingruppe, ich habe meinen Dienst, ich habe meine Freunde. Logo wohne ich neu und arbeite ich neu, aber eigentlich ist das meine Heimat und eigentlich interessiert mich, was da läuft. Wo ist es nochmal dran, dass wir uns in die Gesellschaft hineingehen? Wo ist es dran, dass wir uns nochmal so auf den Seiltanz einlassen? Wie reden wir über unsere Politiker? Wenn sie wieder eine Maskenpflicht oder eben nicht eine Maskenpflicht oder einen Energieengpass oder nicht, wenn sie das wieder ausrufen, wie reden wir darüber? Was für einen Respekt geben wir ihnen? Gerade dann, wenn sie nicht auf unserer Linie stehen. Der Prophet Jeremia kommt die Botschaft über, wo er als Volk in der Deportation
muss richten. Der Daniel und der Jeremia, nehme ich an, die haben sich kennt, gleiche Zeit. Und den Vers, wenn wir miteinander anschauen, ist ein bisschen länger. So spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ. Baut euch Häuser und wohnt darin, legt Gärten an und erntet ihre Früchte, heiratet und zeugt Kinder, wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ, und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Gott sagt, löhnt euch dort nicht nieder. Seid ein Teil davon. Schottet euch nicht einfach ab. Schaut, dass ihr wachset und sucht das Beste für die Stadt. Wo suchen wir als Christen das Beste für unsere Gesellschaft? Sind wir ein Teil von dieser Gesellschaft? Da hören wir im dritten Teil vom Dani noch mehr. Freue ich mich drauf. Gestaltet mir aktiv mit. Mit dem meine ich nicht einfach eine versteckte Agenda, oder? Das Beste für die Stadt suchen kann sein, das Beste, was wir denken. Und manchmal ist das vielleicht, aber manchmal ist es vielleicht das auch nicht. Vielleicht ist es manchmal dran, dass wir mal die Stadt fragen, wie können wir helfen? Und vielleicht sagen sie etwas, was uns dann gar nicht so in den Kram passt. Vielleicht müssen wir uns etwas Neues investieren, wo wir gar keine Lorbeeren ernten. Und ja, wenn wir das machen, wenn wir das probieren, ist das so ein Seiltanz. Aber sie haben sich nicht einfach nur angepasst, sondern sie haben sich manchmal auch abgeschottet. Eben, es ist so ein Seiltanz. Wir lesen, wie der Daniel, was darum heisst, es darf niemand mehr einen fremden Gott anbeten. Nur noch der König hat gesagt, das geht mir zu weit. Er hat keinen Aufstand gemacht, er ist in sein Kämmerchen, hat die Türen zugemacht, hat zu seinem Gott gebetet, hat das Zeug Gott angelegt. Und das war ein Hinterhalt, er wird verwünscht und er wird in die Leuengrube gerührt. So ein Kapitel, wo man sieht, wie Gott Menschen beschützt. Die 3 Freunde hätten sich von dieser riesen Statue vom König niederbeugen sollen. Und sie sind noch die Einzigen, die gestanden sind. Und sie sind dann zitiert worden und haben gesagt, hey, letzte Chance noch. Wir geben euch noch mal eine Chance, weil ihr so gute sind, weil ihr so weise sind. Jetzt könnt ihr es jetzt machen. Und sonst werden ihr in den Feuerofen gerührt. Und sie sagen, hey, ob uns unser Gott beschützt oder nicht, ist zweitrangig. Wir beten nicht etwas anderes an. Und sie werden in den Feuerofen gerührt. Und Gott beschützt sie wieder. Spannend ist ja ganz am Anfang, wo sie auf Israel kommen, wo noch niemand weiß, wie weise sie sind, sollten sie das Essen vom König essen. Und sie stellen sich nicht einfach quer, wie das Götzenopferfleisch ist. Weil wenn du das gegessen hast, hast du wie zugestimmt, dass du die Götter verehrst. Sie kommen mit einem konstruktiven Vorschlag auf ihre Kosten und sagen, wir essen nur noch Gemüse. Ist es okay, wenn wir noch Gemüse essen? By the way, das war nicht eine Zeit, wo das Veganer noch in war, oder? Wo du im Migros, im Coop ein riesiges Gestell hast von jenem Ersatz und du hast auch eine Bratwurst können haben, die genau gleich geschmeckt hat, genau gleich ausgesehen hat, aber irgendwie aus Soja war. Nein, es war eine Zeit, wo aufs ihre Kappe gegangen ist. Mich begeistert das. Und da können wir uns fragen, wo stehen wir uns in der Gefahr, dass wir uns einfach anpassen? Einfach anpassen. Genau. Dass wir einfach mitlaufen. Wo beten wir Sachen an, wo wir nicht anbeten dürfen? Wo ist es dran, dass wir anstehen in unseren Kammern und sagen, ich bete für das, aber das mache ich nicht. Da setze ich mich quer. Hey, das ist ein Balanceakt und der löst Spannungen aus. Also wenn ihr jetzt sehen, was in meinen Muskeln da läuft, die sind unter Spannung. Also wenn du mal eine halbe Stunde auf so einer Slackline stehst, hast du noch einen Muskelkater. Das ist Spannung. Spannung pur. Und ich sehe, wie Daniel und seine Freunde eigentlich konstant in so einer Spannung gelebt haben. Und ich sehe das heutige Zeit auch, dass die Spannung vermehrt zunimmt. Und wisst ihr was? Ich glaube, wir tendieren daran, dieser Spannung zu nachgehen und zu sagen, es ist einfach auf dieser Seite zu stehen. Oder es ist einfach auf dieser Seite zu stehen. Wir haben so ein Slackline im Garten, ich kann eine bauen, eine lange. Und spannenderweise Kind, die wollen immer, dass ich ihnen die Hand hebe. Die wollen immer das, manchmal nur am Finger oder so. Wieso? Sie haben einfach gerade ein bisschen Stabilität, sie brauchen weniger Spannung. Und ich beobachte das und ich glaube, dass wir dieser Spannung heute probieren, aus dem Weg zu gehen. Dass es einfacher ist, egal welches Thema, sich neu mit zu positionieren, als ihr neu mit draufstehen und sagen, ich halte die Spannung aus. Und wisst ihr was? Ich glaube, Gott traut uns zu,
dass wir in Spannungen leben. Wir haben ihnen 3-4 Meter in die Hause. Und es ist spannend, ihnen checkt das Hirn. Ihnen checkt es, dass man da drauf stehen kann. Und es geht einfach. Mit der Zeit kannst du anfangen, ein Trickchen machen, so weit bin ich noch nicht. Aber man fängt sich an, entspannen in der Spannung hinein. Und ich glaube, wir Christen müssen an den Ort kommen, wo wir entspannt in Spannungen leben. So im Sozped-Spektrum oder in diesem Bereich, die sagen, dass das die neue Sozialkompetenz ist, die man braucht, dass man mit Spannungen umgehen kann. Der Lothar Zenetti, ein Theologe, der hat so ein cooles Zitat, wo genau das sagt. Christen sind keine Aussteiger, aber sie schwimmen auch nicht einfach mit dem Strom. Christen sagen Ja zu allem, was sie vor Gott verantworten können und wissen, wo die Grenze ist. Erfolg im Beruf, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, sogar in der Politik, das alles ist möglich. Aber Christen lassen sich dabei nicht vereinnahmen. Sie sind keine notorische Quertreiber, aber tanzen immer wieder mal aus der Reihe nach dem Motto, was keiner wagt, das sollt ihr wagen. Ich könnte schon allein über das predigen. Aber ich so einfach mal so angeben. Wo passen wir uns an und wo stehen wir dagegen? Wo sagen wir, da setzen wir einen Gegenpunkt? Wir lesen von Daniel und den Freunden, lesen das Buch einmal. Wir lesen konstant von dieser Spannung. Leider steht nicht genau, wie sie die Spannung, was sie gemacht haben, oder? Eben, es ist Geschichte, es ist nicht eine Bedienungsanleitung, die du aufschlagen kannst, Spannungen, Gang zum Daniel und dort ist ein 3-Schritte-Punkt. How to live haben wir ja eine Serie gehabt, oder? Bergpredigt hat viel mit dem zu tun. Das heisst nicht, wenn du auf das Slackline stehst, bevor du anfängst zu laufen, probier doch einfach mal stehen. Schau vorne oder auf den Horizont, je nachdem. Sondern nein. Aber ich sehe etwas, was ich gesehen habe beim Daniel. Er war extrem verwurzelt in Gott. Je spannungsvoller Zeiten geworden sind, lesen wir, dass er regelmäßig, dass er Tagzeiten Gebet hat. Mit seinem Gott verwurzelt. In dieser Serienvorbereitung sind wir wieder über das Buch gestolpert, Dani und ich. Wir haben das gelesen und es hat uns beide mega begeistert. Es ist vor allem von meinen Lieblingstheologen in der heutigen Zeit, vom Timothy Keller und dem anderen, ich weiß nicht, wie er heißt, John Inasu. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt, ist leider nur auf Englisch, Uncommon Ground. Wie gehen wir in dieser Zeit, wo eben die Grundlagen so verschieden sind, wie gehen wir miteinander um, dass wir ein Leben leben können, das Spuren hinterlässt, wo man nicht einfach aneckt. Es ist ein Buch, wo jedes Kapitel von einem anderen geschrieben ist. Es sind Ärzte, es sind Theologen, es sind Prediger, es sind Künstler und jeder schreibt, wie er mit dem umgeht. Das sind Weisse, es sind Schwarze. Mega ein cooles Buch. Und in der Einleitung beschreiben sie 4 Praktiken, die Christen eigentlich ausmachen sollten, um in dieser ungewissenhaften Zeit dort zu stehen, die Spannungen aushalten. Sie nennen 4 so Attribute. Das erste ist Demut, Toleranz, Geduld und das 4. ist Mut. Wir haben uns mit der Bergpredigt befasst, oder? Und die 4 Attribute ist eigentlich das, was Jesus gelebt hat und erklärt hat. Wir Christen sollen demütig sein. Wir sehen es beim Daniel, wie sie demütig sind. Hey, das war eigentlich die Elite von Juda. Das sind die, die den König oder sicher königliche Berater geworden wären, werden wegdeportiert, müssen eine neue Sprache lernen. Sie sind extrem geduldig. Wo müssen wir geduldiger werden mit uns selber? Wo müssen wir vor allem geduldiger werden mit anderen Menschen um uns herum? Demut. Ich meine, das Evangelium von der Demut. Mir ist das nochmal aufgefallen, wie demütig das Gott ist, dass er sich mit mir befasst. Und jetzt kommt das Wort, das ein bisschen heikel ist bei den Christen. Toleranz. Hey, ich habe mich 3-mal überlegt, kann ich das hier oben brauchen? Aber Toleranz heisst eben nicht, einfach alles hinzunehmen. Und mir ist bewusst worden, wie tolerant das Jesus ist. Wie tolerant das Jesus ist, dass er uns annimmt. Dass er sagt, ich lasse die Sonne über die Gerechten und die Ungerechten aufgehen. Ich lasse regnen über die Gerechten und die Ungerechten.
Und es braucht Mut, zum richtigen Moment einen Gegenpol zu geben. Es braucht Mut, die Spannung auszuhalten und im richtigen Moment zu sagen, da ist zu viel. Da positioniere ich mich. Aber es braucht eben auch Mut, um vielleicht da in der Mitte zu stehen. Ich will euch ein persönliches Beispiel erzählen. Ich habe ein paar von denen. Die einen sind recht heikel. Aber eins, was ich euch erzählen kann, ist Love in Action Night, unser Party-Ministry, das wir gestartet haben. Wo wir eine Wasserstation jetzt noch in der Stadt haben. Letzten Freitagnacht waren sie draussen, vom 11 Uhr bis in den Morgen um 4 Uhr, wo wir gestartet haben, sind wir noch in einem Nachtclub gewesen. In einem Nachtclub, wo auf der Bar Frauen getanzt haben. Sie sind angelegt gewesen. Vielleicht wirst du und ich nicht sagen, das ist angelegt. Meine Mädchen würden nicht so rumlaufen. Und wir sind dort gewesen. Und ich habe mir die Frage stellen, ist es gut, wenn wir dort sind? Ich habe mir die Frage stellen, was macht das mit mir, wenn ich die Frauen sehe? Der Dani Rohner, mein damaliger Chef, hat immer wieder gefragt, was macht das mit dir? Packst es du? Und nicht wenige GV-Erzähler haben mir geschrieben, haben mir angerufen, sind auf mich zugekommen und gefragt, ist das der Platz für uns Christen, um dort zu sein? Aber ich weiss noch, nach 6 Monaten kommt eine von diesen Tänzerinnen auf mich zu und sagt, hey, wir haben herausgefunden, wir haben ihnen gemerkt, das ist so ein Unterschied seit etwa 6 Monaten. Wir haben herausgefunden, es gibt Nächte, wo wir begrapscht werden und Nächte, wo wir nicht begrapscht werden. Und wir haben herausgefunden, die Nächte, wo wir nicht begrapscht werden, wenn wir auf dieser Bar am Tanzen sind, leicht bekleidet, sind die Nächte, wenn ihr da sind. Ihr bringt einen anderen Geist in den Club. Hey, das ist ein extremes Spannungsfeld. Ein Spannungsfeld, eine Verantwortung, wo ich mir als Leiter so bewusst bin, wenn du 18-jährige Frau dabei hast. Wenn du siehst, dass einem 18-jährigen Mann angeboten wird von einer Frau, hey, gehen wir zusammen ins Nest. Auch ich habe so Angebote bekommen. Wisst ihr, was kommt an? Wo bin ich verwurzelt? Halte ich die Spannung aus? Hey, wir haben so viel Frucht aus dem heraus gesehen. Wir Christen, wir sind so gut, um ihnen gewisse Verhalten zu verurteilen. Ohne dass wir angehört haben und gefragt, wieso machst du das? Wie geht das? Was ist deine Geschichte? Woher kommst du her? Dass wir da stehen und die Spannung einfach mal aushalten, bevor das wir richten. Und es braucht Mut, Sachen in Liebe anzusprechen. Es hat Mut gebraucht, mit meiner Frau darüber zu reden, was das mit mir ausmacht, im Ausgang zu sein. Ich bin nie ein Ausgänger gewesen. Mir ist etwas aufgefallen im Buch Daniel, und das kann man vielleicht über alles hinstellen. Das ist vielleicht auch nochmal eine Antwort auf, wie halten wir die Spannung aus oder wo entscheiden wir uns, auf welche Seite dass wir jetzt lernen müssen. Ist es eher anpassen oder ist es eher sich abschotten? Ich sehe, dass der Daniel sich immer bewusst war und die Freunde, was bete ich an? Sie sind extrem tolerant gewesen, wenn sie nicht etwas anbeten müssen. Sie sind extrem tolerant gewesen, sich extrem in die Spannung hineingelassen. Aber wenn der Moment gekommen ist, wo sie sich hätten müssen auf dem Fenster lehnen, wo sie hätten müssen einen anderen Gott anbeten, dann haben sie Nein gesagt. Ich finde das einen extrem coolen Punkt. Im Club sein und dir überlegen, was bete ich an? Bete ich jetzt die Frauen an? Bete ich die Sexualität an? Oder bete ich meinen Gott an? Und in dem Moment, wo ich merke, das interagiert mit dem oder da wird etwas anklingen, sage ich Nein, jetzt ziehe ich die Reisslinie. Es braucht eine Kompetenz, dass wir im Gespräch sind mit uns selber. Eine Kompetenz, dass wir im Gespräch sind mit unserem Gott. Vielleicht auch mit Freunden. Da müssen wir uns fragen, was beten wir heute an? Vielleicht sind wir manchmal ein bisschen Pharisäer. Also ich bin es auf jeden Fall. Ich bin Pastor, ich stehe da vorne, ich arbeite in der Liebe Gott. Ich bete doch Gott an. Ich habe ganz viel in meinem Leben gesehen, dass ich andere Sachen anbete. Vielleicht stellst du dir mal die Frage, was betest du an? Ich kann dir vielleicht eine Liste geben. Das ist nicht abschliessend. Vielleicht ist es unsere Freiheit. Wo beten wir unsere Freiheit an? Wo ist der Schwur? Wir wollen sein, ein Volk von einigen Brüdern und Schwestern, oder? Wo beten wir das an? Wo ist unsere Gesundheit? Hey, wo ist so unser Wohlstand? Ganz ehrlich, wenn wir in unsere Schweizer Geschichte hineinschauen, wo gehen wir Wert und Überzeugung über den Haufen rühren, wenn es um unseren Wohlstand geht? Hey, wo sind es vielleicht geistliche Strömungen? Wo sind sie vielleicht dein Lieblingspastor?
vielleicht nicht einmal von der GVC, sondern wo du sagst, ich höre mir den Podcast, der ist so gut. Du gibst dir den und gibst dir den. Und dann fängst du den Mann, die Frau auf den Sockel anstellen. Ich hatte einen Dozent, der hat gesagt, das ist ja kein einfach zu beantworten. Im Moment, wo du von einem Menschen mehr hörst, als du von Gott, von der Bibel, in der Bibel lesest, je mehr, dass du Andachtsbücher und Bücher und theologische Literatur mehr liest als deine Bibel, bist du eigentlich auf der einen Seite oben runtergefallen und bettest den an. Ich weiss nicht, wie man es so ganz plakativ sagen kann, aber ich habe einen spannenden Punkt gefunden. Es hilft uns, wenn wir wissen, dass wir arbeiten. Es hilft uns, wenn wir demütig vor dem Gott stehen und wissen, hey, ich packe es auch nicht. Ich brauche Gott. Ich brauche Gott in dieser Spannung. In dieser Spannung, ob wir genug Energie haben. In dieser Spannung, ob die Pandemie wieder kommt. Wie wir in dieser Pandemie wieder umgehen würden, wenn es wieder Massnahmen geben würde. Wie gehe ich um mit dem? Ich möchte mit dieser Frage schliessen, kann es sein, dass Gott uns heute in dieser Zeit in Spannungen beruft oder aktiv in Spannungen hineinstellt, um dort Licht und Salz zu sein. Ich will noch beten. Ja, Jesus, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du selber die Spannung ausgehalten hast, dass du auf die Erde gekommen bist, dass du gnädig bei uns bist, dass du geduldig bist, dass du, wie wir es am Anfang gesungen haben, this is amazing grace, dass du die Gnade walten lassen hast. Und wir danken dir für das. Und wir bitten dich, dass wir in dieser Spannung leben können. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir immer wieder bewusst werden, was wir arbeiten. Was wir arbeiten. Dass wir uns bewusst in die Spannung hineinbegeben mit dem Wissen, wir beten nur dich an. Ich danke dir, dass du uns das zutraust. Und ich bitte dich um Weisung in dem hinein. Ja, begegne du uns, Jesus, in dem zweiten Block, wo wir dich arbeiten wollen. Wir wollen dir geben, wir wollen das auf dich ausrichten. Amen. Wir kommen jetzt in die Worship-Zeit und es geht darum, um den Gott anzubeten. Vielleicht überlegst du dir, was bete ich an? Vielleicht kannst du Gott anfragen, der Heilige Geist, zeig mir auf, wo ich nicht dich anbete, wo ich mich vielleicht noch einmal abgrenzen und etwas anbete, anstelle mich vielleicht sogar an einen Ort zu begeben. Und natürlich haben wir ein Gebetsteam da, das für dich da ist und du sagst, hey, das hat etwas angesprochen, ich brauche da Hilfe. Sie sind auch da, wenn du ein körperliches Gebrechen hast, wenn du einen Segen für deine Ehe willst, was auch immer, sie lieben es, mit dir zu beten. Und das gilt natürlich auch online. Du kannst dort auf Online-Gebet auf den Button drücken und jemand fängt mit dir an schreiben und wird mit dir zusammen beten. Aber jetzt wollen wir den Gott anbeten und ihm die Ehre geben, weil er es verdient.